Manche gehen ins Büro, andere gehen in die Charts. Überall das Gleiche, die Kollegen sind für'n Arsch. Wir sind Arbeitskollegen, Arbeitskollegen. Wir sind Arbeitskollegen und Kollegen sind für'n Manche gehen ins Büro, andere gehen in die Charts. Überall das Gleiche, die Kollegen sind für'n Arsch. Wir sind Arbeitskollegen, Arbeitskollegen. Wir sind Arbeitskollegen und Kollegen sind für'n Arsch. Wer ist eigentlich dieser Zaden? Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Meinen Opa Herzlich willkommen in der heutigen Sprechstunde. Lieber Herr Kümi, wie geht es Ihnen? Was bedrückt Sie? Das muss jetzt ein bisschen anders, weil wir eine Sprechstunde haben. Nein, ich bin ja der psychisch. Sonst kann auch ich diese Woche den psychisch Angeschlagenen spielen. Oh Mann. Okay, lassen wir mal so stehen. Und mit dem wieder ein recht herzliches Willkommen. Herzlich willkommen, meine Friends. 37. Folge vom Podcast. Das hat sich irgendwie integriert, dass wir immer so machen. Das ist geil. Fix. Also wir finden es geil. Ja, safe. Auf das kommt es drauf an. Ja, alles andere ist egal. Alles andere ist Scheiße. Ist egal. Ist egal. Ach, Nils. Ja, also wenn wir gerade beim Thema Sprechstunde... eigentlich ist es gerade ein hure guter Einstieg im Fall. Ah, wirklich? Weil Passt so sogar? Ja. Weil die psychologisch-psychiatrische Betreuung hätte ich wirklich am Wochenende können brauchen. Oh. Weil die emotionale Achterbahnfahrt, Silver Star, Blue Fire, alles ist ein Scheissdreck. Der ganze Europapark. Den ganzen Europapark habe ich das Wochenende einfach im Kopf durchgemacht. Einfach wegen dieser scheiß verdammten Bachelorarbeit. Und ich bin das Wochenende, habe ich mir gesagt, so, jetzt muss das Grobkonzept langsam mal versichern. Muss es stehen. So ein bisschen auf dem Tisch. Oder zumindest... Es gibt doch auch so eine geile Folge vom SpongeBob, wo er irgendwie ein Buch oder ein Gedicht muss schreiben und die Zeit läuft, also das Uhrli, der Zeiger läuft so richtig schnell rundum und es passiert nichts und er hirnet, er studiert und dann kommt ihm so eine Idee und er kommt so in den Rausch rein und am Schluss hat er ein mega schönes «The» gemalt für «The End», «The Start» oder sonst etwas auf Englisch. Und so habe ich mich genau das Wochenende gefühlt. Wie der SpongeBob, wo er anfangen wollte und es ist einfach irgendwie alles in die Hose. Es hat nichts funktioniert. Und ich hatte ja schon eine Besprechung mit meiner Betreuungsperson gehabt. Und der hat mir auch gesagt, du musst auf das schauen und so. Aber wo ich einfach... Man muss sich so eine Arbeit ja wie im Kopf schon mal ein bisschen visualisieren, damit du weisst, okay, im Inhaltsverzeichnis wollte ich etwa diesen Punkt, das wollte ich behandeln. Für die Interviews brauche ich so Leute, plus, minus und so. Und ich habe dann auch am Wochenende 2-3 Leute angefragt, die für so ein Interview theophiletisch in Frage gekommen wären. Das sind halt nicht so 0815, könntest du jetzt irgendeinen von der Straße nehmen und den befragen, sondern es muss genau so einer sein, der in dieser Position an so einem Ort seit so vielen Jahren am Arbeiten ist. So ein bisschen in diese Richtung. Man kennt das ja sonst kommt dann so ein Rundmail von einem SMS von jemandem, den du schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hast. Und so, ja, ich bin gerade an meiner Arbeit, würdest du gerne meine Dokumentation durchlesen und dort deine Meinung abgeben? Und so, ja, nein, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und eben bei diesen Interview-Dings habe ich einfach mal gefragt, hey, look, das Thema, plus minus die Richtung, plus minus die Fragen. Und dann ist halt eher etwas Zurückhaltendes, verschwiegen oder einfach Abneigung. Ein bisschen schüch. Ja, schüch, aber auch so, eigentlich geht es dir nichts an. Weil das sind interne Prozesse und die müssen wir nicht an jedem gegen aussen offenlegen. So, krass. Und dann habe ich dann einfach für mich müssen denken, okay, fuck, shit.
ich will da ja nicht in den Geschäftsgeheimnissen von irgendwelchen Unternehmen rumstöbern. Aber ohne die Informationen kann ich meine Arbeit nicht machen. Das ist blöd. Das ist richtig verdammt blöd. Scheiße, ja. Und dann weisst du so, wenn du in diese Richtung weiterlaufst, dann laufst du in den Sackgasse rein. Willst du jetzt diesen Weg wirklich laufen? Deine Betreuungsperson hat das Gefühl, dass du in diese Richtung laufst. Ja. Und dann einfach stehst du wieder vor dem Nichts. Soll ich jetzt weiterlaufen? Soll ich retour laufen? Soll ich links und rechts noch jemanden fragen? Ein riesen Scheiß. Und ich kann es total nachvollziehen. Mir ist ja bei meinem Abschlussfilm die eine Drehlocation, die Hauptdrehlocation gewesen wäre, nicht mehr möglich gewesen. Und dort bin ich auch kurz gestanden vor dem Ding so, ja Scheiße, soll ich jetzt einfach... Aber bei mir war es schon so weit fortgeschritten, dass es schon nach der Themeneingabe war. Also ich hatte gar keine Möglichkeit mehr, außer ganz andere zu suchen. Aber so etwas, das kann einem... Ja, das kann das Thema kosten. Ja. Also... Das hat jetzt irgendwie 2 Wochen Arbeit. Oh, Scheisse. Oder einfach im Kopf schon ein bisschen rumtrüllen. Einfach wieder an die Wand in Güsselkübel gerührt. Ja, wir haben ja erst gerade letzte im Podcast darüber geredet, dass es jetzt langsam zum Form annimmt. Das Thema, dass ich es gefunden habe und so. Und ja, das von eben darum das Wort zum Sonntag, Psychiater-Gespräch jetzt da. Ja, das hat mich das Wochenende komplett aus der Bahn rausgerührt. Ja, das verstehe ich. Einfach weil ich wieder vor dem Nichts gestanden bin. Und es ist einfach blöd. Oder vielleicht habe auch ich einfach das Gefühl nur gehabt. Betreuungsperson, die keine Ahnung wie viel 100'000 Stutz in der Stunde kostet. An der nochmal müssen sagen, hey, läuft jetzt nicht so, ich mache es anders. Ja, das ist schon heftig. Und eben, vielleicht habe ich da schon zu viel interpretiert, aber einfach vor dem Schritt meiner Betreuungsperson zu sagen, hey, fuck, sorry, läuft nicht, habe ich mega Respekt gehabt. Ja, verstehe ich, weil eben er ist Experte, die Person, die kommt mega draus und die wird ja auch in der vorherigen Idee irgendetwas gesehen haben, aber natürlich auch nicht bis ins kleinste Detail, dass es schwierig ist, an gewisse Sachen heranzukommen. Ja, und eben so Themenwechsel lieber früh wie spät. Aber gleich ist es blöd. Ist blöd. Also es ist vielleicht jetzt gerade richtig, dass du es machst. Eben weil, wenn du siehst, dass zu nichts kommst, weil du einfach an ganz viele Wände laufst, weil die Informationen dir die Firmen nicht geben wollen, dann ist es sicher die richtige Entscheidung, würde ich jetzt behaupten, so aussen, ohne Fachwissen, dass das nochmal Wechsel ist. Aber es ist natürlich immer kacke, in so einem Prozess nochmal alles über den Ding zu führen. Ja. Ja, also es war recht erstaunlich, weil die Leute, die ich angefragt habe, mit den einen habe ich früher zusammengearbeitet, bin ein Pool 2 nebendran gehockt. Also man kennt sich. Man hat sich gekannt, man ist zusammen ins 9 und so. Zusammen über den Chef gelästert. Genau, ja. Und irgendwann ist die Firma, die ich die Lehre gemacht habe, gibt es ja nicht mehr. Dann haben sich dann die Wege einfach getrennt. Der eine steht da, der andere steht da und so. Aber man geht da nicht so offen mit Informationen um. Jetzt ist mir gerade so ein geiles Lied, das wir am Anfang rein tun können. Und das heisst Arbeitskollegen. Und es geht darum, dass eben Arbeitskollegen einfach nur Arbeitskollegen sind. Und wenn es dann um anderes geht, ist es ihnen viel egal. Das habe ich auch schon lernen. Also so Leute, halt, die man sonst wirklich nicht kennt, aber so vom Arbeiten, und dann haben wir es verdammt gut. Und dann kommen wir mal privat zu etwas und merkt, ja gut, eigentlich interessierst du dich nicht für mich und ich mich nicht für dich. Ja, und die haben alle... Und hat niemand gesagt, hey, geile Idee, bin ich voll dabei, oder? Also ist das durchzogen von diesen 3-4 Leuten alle so? Aber man muss fairerweise sagen, es sind alles so Senior Design Director bei irgendwelchen Agenturen, wo ich gerne ein Interview geführt hätte über eben so wie das gewisse Rebrand-Prozess quasi angegangen werden, was dort die Friktionen in diesem Prozess sind und wie das die das jetzt quasi angehen, lösen und so. Und dort
Und dort hat halt jede Agentur das Gefühl, sie sind der Chief Officer of Motherfucker, keine Ahnung was. Und diesen Prozess geben wir nicht an irgendeinen so einen Schwanzlutscher. Marketing-Spion, Alter. Ja. Der Nils, unser Spion. Weißt du, der mit dem Rüssel bei Star Wars und dem riesig überdimensionalen Funkgerät. Ja, und jetzt habe ich einfach gemerkt, der läuft nicht. Das will man kein behalten. Aber so Alleinstellungsmerkmal in dem Sinn, dass wenn der Prozess von so einem Gespräch oder so reibungslos abläuft, heisst es ja immer noch nicht, dass das Rebranding funktioniert. Ja, und da gibt's gerade die letzten paar Jahre hat's in diesem Bereich mit so Logo, Rebranding und so hat's extrem spannende Beispiele gegeben, wo irgendwelche Schlauenberger das Gefühl hatten, wir müssen jetzt da etwas Frisches machen. Oder irgendwelchen Trends hineinjagen. Ja. Das hat man bei Logos jetzt auch immer wie mehr gesehen, dass da dann, aber jetzt überhaupt nicht wertend, aber eine Regenbogenfahne oder sonst Black Lives Matter, keine Ahnung, dass so etwas Einzug ins visuelle Logo. Voll, dass so Political Statements in die Logo gehen. Genau. Oder wir haben doch mal das angeschaut mit dem momentan sind ja viele Logos wieder simpler gemacht worden. Also früher sind es viel verschnörkelter gewesen. Und jetzt ist so, wenn so grosse Marken haben wir immer ein Bild, habe ich so im Kopf, wo ich so ein altes Starbucks-Logo, ein McDonalds-Logo, noch irgendetwas anderes und dann so die neue Version. Und überall ist es eigentlich das Gleiche, einfach simpler. So, ja. Ja, also die Simplifizierung. Genau, also das Wort. Ja. Im Englischen tönt es noch viel sexier. Simplicissimus. Ja, irgendwie. Das ist so bei Graphic Designer ist das etwas, wo die eine Hälfte hure feiert und die andere die verabscheut das komplett. Ja. Und das ist ein unglaublich schmaler Grat, wo dann die Mehrheit der Bevölkerung, die es dann nachher auch schlussendlich anschauen müssen, auch feiern oder verurteilen. Ja. Und sie es auch als neu modern oder als langweilig anschauen. Genau, ja. Und also zum Beispiel Burger King oder Pepsi. Also wenn es euch auch interessiert, ich kann euch mal eine Webseite angeben, wo genau so die Prozesse hinter einem Corporate Design unglaublich krass dokumentiert, aufarbeitet und auch interne Dokumente zur Verfügung stellt. Ja, das wäre geil, da könnten wir unsere Shownotes mal nutzen. Ja, stimmt. Gut, dort, ich glaube, bei der einen oder anderen Folge haben wir Quellen Wikipedia oder so. Ja, haben wir Quellen geschrieben. Aber es gibt so eine Webseite, die genau die Corporate Designs aufarbeiten und zur so PR, dass die Öffentlichkeit das kann anschauen kann. Und dort Burger King und Pepsi ist mir jetzt gerade im Kopf. Und Burger King, das Logo, das sie ja jetzt wieder haben, das haben sie in Anführungszeichen schon mal gehabt, in den 70er Jahren. Und dann ist genau so eine Simplifizierung passiert und dann wieder zurück. Ja, also es gibt im Moment ja verschiedene Trends in diesem Bereich. Wenn es euch nicht interessiert, springen 30 Minuten im Podcast vor. Nein, wir reden nur 30 Minuten über das. Aber jetzt zum Beispiel bei Burger King in den 70er Jahren haben sie das Logo, das sie heute haben, schon mal gehabt. Mit dem orange-rötlichen Logo, das so ein bisschen retro angehaucht ist. Heute retro, damals modern. Damals super modern, heute retro. Aha. Und dazwischen hat es auch eine Form vom Logo gegeben und dort ist dann der Blauton. So das Blau-Gel, ich glaube silbrig hat es auch noch ein bisschen drin gehabt und die Schrift war schwarz. Okay. Ich glaube so, oder war es rot? Blau, Gel, Rot, glaube ich. Ehrlich gesagt, unglaubliche Schwierigkeiten, mir das Logo bildnerisch vor Augen zu führen. Irgendwie also es war einfach das Burger King-Logo, das es vor 3-4 Jahren noch überall in der ganzen Schweiz und auf der ganzen Welt gegeben hat. Aber eben das Rebranding hat man damals gemacht. Und
das ist auch lustig, schaut das Logo von 1970 und das von heute an. Es ist anders, aber so minimal anders. Und wenn man sich dann schauen, welche Agentur hat das Rebranding gemacht, und es gibt so Zahlen, die im Internet kursieren, was das gekostet hat. Abnormal. Krass. Also, da redet man Also, was das Rebranding gekostet hat für Burger King, um überall ein neues Logo anzuklatschen? Oder was, nur das Konzept. was in dem... Nur das Konzept, Genau, also so nach dem also- Motto, wir nehmen wieder das von vorher. Genau, man macht es einfach ein bisschen besser. Aber wir tun es einfach im InDesign 23 bearbeiten und nehmen im 09 oder Ja, wenn genau. es das dort schon gegeben hat. Also, aber der Unterschied zwischen 70 und jetzt Aha. heute ist marginal. Und das war ein höherer siebenstelliger Betrag, den das Rebranding gekostet hat, für einfach Copy-Paste und ein bisschen die Rundung anders machen und so. Ja. Das, genau mit dieser Zahl ist das eben ein bisschen rundum gegangen. Und bei Pepsi, das ist das andere Beispiel, aber man kann Logo-Designs kann man einfach, schön und einfach das verhebt quasi machen, auch mit Dokumentieren und so. Man kann das aber unglaublich in die Länge rausziehen und Studien darüber machen, warum, was und so. Und bei Pepsi in dieser Nein, also irgendwie muss sich der Preis ja rechtfertigen. Und Genau. die sind ja nicht blöd. Also ich sage, Burger King, das ist ja so ein grosses Unternehmen, die werden genug Leute haben, die sich überlegen, wieso zahlen wir jetzt genau so viel Geld an die? Gut, es wird sicher auch ganz viel geben, die intern sagen, die sind doch blöd, dass ihr das macht. Aber da wird sicher auch irgendeine Designagentur dahinter stecken, die schon kann sagen, hey, wir haben diese riesige Firma zum Erfolg gebracht, wir haben die und dann, ja. Und bei Pepsi hat es aber beim neueren Logo, wo jetzt aber schon wieder verworfen worden ist, hat es eine Designstudie gegeben. Und Pepsi hat ja so ein rundes Logo gehabt, Ja. wo mit Blau, Weiß, Rot so zwei geschwungene Linien, die wie so eine Welle Das hat ausgesehen mich haben. immer an Yin und Yang erinnert, einfach Ja, in den genau, Getränke. Ja, hat etwas. Ding, ja. Und dort hat man analysiert, wieso die Wellen so aussehen, wie es dann ausgesehen haben. Und man hat dort Strukturen im Universum, so Milchstraße und Andromeda-Galaxie und so, hat man künstlerisch aufgearbeitet und ist dann auch in die Natur schauen, wie die Welle an Stränden sich so bricht und so Geschichten. Und dort Ganz ist man krass. dann aber so hat man sich dann das erklärt, warum das die Welle im Logo so muss aussehen. Und dort, das hat dann mehrere 10 Millionen gekostet, Aha. das Designkonzept. Und mega spannend, das ist ja eigentlich, es ist ja mega ähnlich wie wenn es dann im Film oder im Sounddesign und so darum geht, etwas Bestimmtes zu haben, dann machen sie auch so hure Zeug. Dann gehen sie auch an und mit einer riesen Crew tun sie irgendwie in ihrer Villa, ihren verschiedenst grossen Pool ausprobieren, wie es reinplatschen tönt, nur damit sie das richtige Platschen haben für die richtige Größe von dem Ding. Also habe ich schon gesehen. Auch ein riesen Aufriss und für uns ist es einfach ein Platsch. Und so ist auch ein Ja. Platsch. Ja, und dort, bei so Geschichten ist halt schon das Logo von Pepsi oder von Burger King und so. Das ist ja nur ein Konzept, das dann mal existiert. Und dann kommen so die ganzen Umsetzungskosten. Jetzt bei einem normalen Unternehmen irgendwie ein Briefpapier oder die Visitenkärtchen. Wenn du eine Filiale hast Leuchtschriften, der ganze Ladenbau und alles drum und dran. Und wenn du jetzt bei Burger King sagst, hey, es gibt ein neues Logo, dann kannst du auf der ganzen Welt irgendwie 20'000 Filialen umbauen. Ja, also es ist ein enormer Aufwand. Für das, wie klein das die Veränderung nachher ist. Genau, dass irgend so ein Designer das Gefühl gehabt hat, es muss jetzt ein bisschen anders sein. Vielleicht haben sie gesagt, ja komm, es kostet einfach hure viel, das Logo, aber dafür haben wir ja das alte, wir tun in all denen, in der Schweiz und so, tun wir einfach sagen, holen das Logo von den 70er Jahren führen und bauen das wieder ein. Holen es aus dem Keller Holen es wieder aus dem rauf. Keller, genau. Ja. Aber so Geschichten habe ich auch schon begleiten. Einfach, man hat gesagt, oder es hat irgendwie eine Situation gegeben, wo es dann geheißen hat, hey, es muss einfach ein neues Logo auf den Tisch. Und das hat es dann auch gegeben.
Und mit dieser Entscheidung verbunden hast du dann einfach alles, was du schon gedruckt hast und Broschürchen und eben Briefpapier, Kuverts, hast du dann einfach ins Altpapier können legen. Einfach, weil ein neues Logo irgendwie, warum auch immer, auf den Tisch haben müssen. Ja. Und darum so der Impact, den ein Graphic Designer auf ein Unternehmen kann auslösen kann, ist je nach Art des Unternehmens gewaltig. Gut, ich würde jetzt das mit dem einen Graphic Designer ein bisschen relativieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass da einer irgendwo bei keiner von diesen Entscheidungen hockt und das allein entscheidet. Das ist ja dann eine Kundenarbeit. Also, aber es ist vor allem krass, finde ich, dass so für so kleine Änderungen eigentlich so einen immensen Aufwand betrieben wird, oder? Ein ganz gutes Beispiel, vielleicht ist es dir, die da jetzt zuhören, schon aufgefallen, die Post, die Schweizerische Post, hat gerade vor ein paar Wochen ihr neues Logo vorgestellt. Also unsere Post, die Brief, alles und so vertragen, hat ein neues Logo. Aha. Und das ist ganz interessant, wenn man dort auch Problemstellung anschauen, weil bis dahin hat das Logo «Die Post». Genau, ist «Die Post». In der Weltschweiz «Le» oder «La Post». In der italienischen Schweiz irgendwie, ich weiss auch nicht, Italienisch kann ich nicht. «Da Post». «Da Post». «Die Post». So «Die Post». «Die Post», okay, irgendwie. «Die Posto». Oder «Pronto». «Composto». Keine Ahnung, aber du hast für... Und ich glaube, das Graubünden für Retromanisch hat es auch noch mal ein anderes Logo gegeben. Ja, wir passen zu der Schweiz. Ja. Genau, und da ist eine ganz renommierte Agentur in der Schweiz aufgeboten worden, um genau diese Problemstellung zu analysieren. Wie kann man das lösen? Wie sieht das schön aus? Auf Mobile, auf der Webseite, auf jedem Karren, auf jedem Lastwagen, alles drum und dran. Und wenn man sich jetzt das neue Logo anschaut, dann ist ein Schweizer Kreuzchen, aber eine Seite, eine Ecke vom Schweizer Kreuzchen fehlt und dort ist das «P». Fertig. Okay. Das ist das neue Logo von der Post. Aha. Gehen Sie mal anschauen. Also so rein von der Erzählung habe ich das alte viel besser gefunden. Ja, Viel bezogener und so. Ja, aber interessant. P Schweiz. also es ist Schweiz P. Ah, Schweiz P plus P. Ja, irgendwie, ja. Und dort, ich wollte mir nicht vorstellen, was die Post und im Endeffekt der Steuerzahler für das liegen lassen hat. Weil mit dieser Agentur habe ich bei einem früheren Arbeitgeber auch schon mal zu tun gehabt. Ah. Und was die Gofferdeli verlangt haben, für das, was sie abgeliefert haben, Ui. das Ja, dann wird ist... es Zeit, dass man die ablöst. ja, eigengrab.ch. Ja. Ja, voll. Ja, aber das als kleiner Ausflug. Bei uns gibt es bei der P noch ein O hinten drin, da hat es ein bisschen mehr davon. Po plus. Nicht nur P. Bei uns gibt es für den Kohle noch einen Buchstaben mehr. Jawohl. Mindestens. Minimum, vielleicht Ja. noch einen dritten Buchstaben. Dann mach auch noch ein Foto, weil es wollen. Ja. Stell dir vor, du kommst von der Post den Auftrag über, Mitarbeiterfotos zu erstellen. Boom, du hast einen Auftrag für das ganze Jahr. Ja, Minimum. Minimum. Also dann ich weiss jetzt nicht, wie viele Angestellte das Post hat, aber sicher ein paar Tausend. Ja, Und glaube das auch. Jahr hat 365 Tage mit Wochenende. Und du musst an jedem Tag Minimum Ja. 10, 20 Köpfe oder so durchnehmen. Ja. Und an jedem Tag musst du 2-3 Filialen abfahren, alles aufbauen, abbauen und so. Oder kannst du ja alle ins Büro einladen. So 10'000 Leute vorne raus. Ja, aber das ist schon krass. Ja, Eben. das ist heftig. Ja, andere Bereiche, die sich da bewegen. Ja. Das sind so die Bereiche, wo ich mich da im normalen Umfeld oder meinen Alltag eigentlich auszeichnet. Sich genau mit so Fragen auseinandersetzen, wie kannst du etwas designen, wo dann den Leuten gefällt. Vielleicht der Impact auf die Sachen, die schon existieren, nicht so gross ausfällt. Aber halt im schlimmsten Fall Musst alles. musst du alles nochmal neu machen. Krass. Voll. Ja.
So ist es. Das zu meiner emotionalen Achterbahnfahrt plus, ich weiß gar nicht mehr, wie man auf die Logos Über deine abdriftet. Bachelorarbeit und dann eben die Stimmt, Markengeheimnisse und so. Stimmt, ja. So Voll. sind wir voll. Aber ich finde es ein absolut spannendes Thema, so hure Logo-Welt. Eben, es ist, jeden Tag werden wir alle mit so vielen Logos konfrontiert und irgendwie ist einem das gar nicht so bewusst. Aber jeder kennt Logos oder halt einfach Brandings von Firmen, die so gut sind, dass es nur ein Farbklecks oder ein Buchstabe oder etwas braucht und du weißt, wer hat das gemacht und es verbindet sich dir gerade im Kopf mit irgendwie Qualität oder einer guten Meinung. Und das ist eben, es ist etwas, was eigentlich uns alle mega betrifft, aber vielen Leuten komplett egal ist und es ihnen vielleicht auch gar nicht bewusst ist, dass sie ganz oft nur Produkte kaufen von gewissen Firmen, weil es genau einfach das erfüllt. Und sie sich wie einbetten in so einem gesamten Produktehimmel sehen. Das hat viel mehr Einfluss auf unser Leben, wie man das eigentlich denkt. So. Darum gibt es so Leute wie mich, Ja, die das sich ist so. jeden Tag mit so Fragen auseinandersetzen. Mhm. Und aber ich finde das absolut geil. Ja, es kann mega, mega viel ausmachen. Es kann eine Firma total weit aufbringen und auch total uninteressant wirken lassen. Und trotzdem braucht es immer das Gesamtpaket. Das Logo funktioniert nie nur als Logo. Es braucht immer eine Firma und etwas, was sie dazu verkauft oder was sie ausstrahlt. Und erst dann ist das Logo so richtig greift, so richtig. Ja. Und aber nur Logo, das ist fast, Ja. also das ist nur die Spitze vom Eisberg. Zum Total. Beispiel Coca-Cola, eine der bekanntesten Marken, wo jeder auf dieser Welt schon mal gesehen und vermutlich auch getrunken hat. An denen ihr Logo, in Anführungszeichen, ist eine 200-seitige Dokumentation, welches Rot, welche Schriftart, welche Farbkombinationen, welche Abstände, wo steht das Copyright R im Logo, ist das oben, ist das unten? Ja, und dann noch hunderte Sprachen haben sie ja auch genau, noch. Cola also, gibt's ja auch, ja, das ja. haben wir glaube ich mal angeschaut. Ja, Das in so vielen irgendwie, eben, nachher mit chinesischen Schriftzeichen, thailändisch, also jenste verschiedene. Und trotzdem, und das ist das Geile, wenn du aus thailändischen oder ich weiß gar nicht mehr, welches es war, auf jeden Fall mit so Schriftzeichen, du schaust das Logo an, du weißt nicht, was es ist und du siehst, es ist Cola. Obwohl es eine Sprache ist, die du nicht verstehst. Und das ist eigentlich genau dann wieder der Killer-Moment, oder? Wenn du, blöd gesagt, plötzlich läufst du in Tokio durch die Stadt durch und dir sagt nichts etwas, aber ein Cola-Logo siehst du irgendwo, zumindest verändert, aber du siehst, es ist das. Irgendwo siehst du noch, ich weiss auch nicht, vielleicht irgendein Apple-Logo oder so. Das wird ja wahrscheinlich überall gleich sein, der Äpfel. Ja, aber der Äpfel, dort ist auch hure spannend. Jetzt driften wir voll in meine Welt ab, aber kann ich Darf auch mal sein, Stunden... darf auch mal sein. Aber zum Beispiel, wie das Logo von Apple zusammengesetzt ist, das ist auch... also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du Logos kannst designen kannst. Eine, die sich in der Vergangenheit bei ganz vielen Logos auch bewährt hat, ist, dass du nur mit Kreisen ein Logo probierst zu zeichnen. Ja. Also im Apple-Logo, im angebissenen Öpfeli, es gibt keine Ecken. Also das Zipfeli oben dran, dort gibt es eine Ecke, so beim Stiel oben. Aber sonst sind es eigentlich alles, das ganze Logo ist mit Kreisli mal gezeichnet worden. Ich glaube, ich habe mal so ein blaupausenmäßiges Ding gesehen, wo all die Kreise ausgeführt waren. Genau. So der Biss, wo ein Kreis ist, der Äpfel, wo 2 Kreise sind, glaube ich, so, wo so zusammen sind. Und das Pfeile oben, der Stiel, ist ja auch 2 Kreise, die einfach nur ganz leicht überschneiden. Genau, ja. Und so gibt es einige Logos, zum Beispiel das alte, muss man jetzt sagen, das alte Twitter-Logo mit dem Vögeli. Das ist genau auch mit nur Kreis gezeichnet worden. Und so, wenn man ein paar Icons sich anschaut, merkt man, oh, da hat sich mal jemand so richtig reingelernt und richtig viel studiert für das, dass einfach
2 Milliarden Menschen auf dem Handy so ein Icon auf dem Handy dann sieht. Ja. Also es steckt in ganz Haufen Zeichen, steckt viel mehr Arbeit. Es ist krass, also jeder kann jetzt sein Handy auftun und auf seinem Handy all die Logos anschauen und merken, wie viel mit Kreis und geilen Formen geschaffen wird. Mhm. Das ist hure geil. Also ich schaue zwar auch gerade auf mein Handy und wenn du das so anschaust, das hat einfach etwas. Mhm. Und zurück zu Coca-Cola. Die haben das Problem, dass ihr Logo eigentlich die ganze Schrift war. Oder schon immer eigentlich ist. Ja, sie haben wirklich ein Icon. Genau. Und da ist jetzt auch, vor allem im Zusammenhang mit Handys, hat man gemerkt, okay, ein Logo muss für verschiedene Einsatzbereiche können funktionieren. Die 200 Seiten lang nicht. Dummy. Ja, jetzt kommen den Anhang mit den nächsten 100 Seiten. Und jetzt praktisch die allermeisten Logos von Unternehmen. Es gibt ein Icon, es gibt eine horizontale Version, wie man das Logo verwenden kann, plus es gibt eine vertikale Version, wie man das Logo verwenden kann. Je nach Einsatzbereich steht nur ein Icon. Jetzt bei Apple zum Beispiel einfach das Öpfeli. Einmal steht das Öpfeli und dann rechts nebendran der Schriftzug Apple. Und sonst, ich weiss gar nicht, auf der Rückseite ich glaube, Apple steht nachher unten dran steht so Apple Inc. Ja, so. Dann wäre es jetzt die vertikale Version, wo es Apple und unten dran steht. Dann, da steht sogar gar nichts. Ja, ist nur das ist ein Icon. einfach clean. Ja, genau. So. Aber früher haben wir das eigentlich gar nicht gemacht. Du hast vor allem einfach die horizontale Version gehabt. Ja, und ich habe gemeint, früher ist auch hinten auf dem Handy noch etwas drunter gestanden. Ja. Also so eingraviert. Minimum so beim iPhone 3, 4 und so 100%. Ist unter dem Öpfel auch noch iPhone gestanden. Irgend so etwas, ja. Ja. Und was habe ich jetzt eigentlich? Coca-Cola. Und dort Coca hat das Problem gehabt, dass sie nur den Schriftzug hatten. Und eigentlich immer noch haben. Und sie haben noch nie so ein richtiges Icon gehabt, wo sie wenn sie so auf dem iPhone eine App hätten und auf dem kleinen Kacheli irgendein Logo ganz klein platzieren müssen, wie sieht das aus? Und da haben sie jetzt auch angefangen und das ist jetzt viel... Ich wollte sagen, einfach das G von Coca-Cola. Ja, sorry. Ich hätte das Y genommen. Und da haben sie jetzt, das ist jetzt meine Vermutung, sie haben ja jetzt angefangen, das ausgeschriebene Coca-Cola so wie um die Flasche herumzulegen. Also es hat jetzt wie so einen 3D-Effekt, wo es um die Glasflasche geleitet wird. Und das ist jetzt, meine Vermutung, ein Zwischenschritt, um danach ein Icon zu etablieren. Wo dann nur noch die Glasflasche von Coca als ultimatives Icon... nachher hat es ein Icon drauf. Ja, genau. Ja. Vielleicht oh Gott, vielleicht siehst du es richtig voraus. Vielleicht hocken wir in 2 Jahren da und sagen, ja, schau mal, da ist das Icon. Voll, ja. Ja, und das sind so Überbleibsel von einer 100-jährigen Geschichte, wo es einfach immer funktioniert hat, bis wir jetzt hier auf die Handys gekommen sind. Also kann man sagen, falls Apple, Cola oder sonst jemand noch Ideen braucht, genau. Eigengrad.ch, wir sind da. Wir nehmen auch nicht so viel wie die anderen. Aber schon genug. Ja, für uns wird dann können wir ein bisschen die Rente gehen. Wenn so jemand bei uns da mal anklopft, dann ciao zusammen. Schön, wenn der Coca-Cola-Truck anfährt. Habe ich in Kanada gesehen. Wow! Ja. So schön mit den Lichten und alles. Und halt so amerikanische Trucks finde ich ja geil. Also Thema D-Max haben wir ja auch schon im Podcast gehabt. Und wenn dort die fetten Holzfäller-Trucks im Wald rumkesseln, finde ich einfach geil. Und als ich in Kanada war, habe ich einfach auch mal gemerkt, wenn so ein Lastwagen mit 4 Anhängern neben dir an der Ampel steht
Und das sind ja alles uralte Trucks. Die sind alle irgendwie 50-jährig und die hast du immer wieder geflickt. Ja, und das ist riesig, Alter. Das ist so irgendwie 50 Meter langes Ja, bei Teil uns neben würden die gar nicht dir. um Kurven kommen und so. Die könnten bei uns gar nicht fahren. Das wäre gerade ein Ausnahmetransport mit einem Auto hinten dran, Auto vorne dran, Blinklichtli. Und dort, aber Normalität. dort sind einfach die Straßen auch 10-mal breiter Ja. und alles drum und dran wie bei uns. Das ist andere Dimensionen. Und dort, eben gerade an der Ampel, wenn so ein Truck, der 50 Meter lang ist und die dürfen ja auch viel schwerer fahren als bei uns. Bei uns ist ja normal 40 Tonnen und sonst Ja. Schwertransport. Und dort darfst du mit viel mehr Tonnen normal einfach rumkesseln. Und wenn so einen hure schweren Truck an der Ampel einfach so den ersten Gang einleitet, ein bisschen gäselt und dann von 0 auf 10 km/h beschleunigt, das tönt und der Motor ist am Krampfen und du merkst, was da für eine Maschine einfach drin steckt. Das muss ein Tier sein, du Ja. Motor. Sind wir gerade alle Haare am Rücken und am Arsch sind wir zu Berg gestanden und Ja. die Männlichkeit in mir. Das ist gerade als grösserer Mann wieder losgefahren. Ja, das stelle ich mir aber schon auch eindrücklich vor. Also es ist ja bei uns schon krass, wenn so ein Doppelhänger auf der Autobahn an dir, also wenn du an dem vorbeikesselst, denkst du dir ja schon, komm, gang einfach nicht links, sonst ist der blöd, du merkst nicht mal, dass ich da bin. Und dann so einen, hey, boah, das... Ja... Aber eben bei uns würde einfach queren Weg einmal in die Schweiz passen und nachher, Ja. nachher hast du... Ja, kannst hinten ausladen, bist im Tessin und vorne dran stehst du in Deutschland. Hat etwas, ja. Ja, Ja, krass. voll, ja. Und jetzt gebe ich den Ball einfach mal zu dir rüber und frage Ja, sicher. das Also, Wort zum Sonntag, deine Psychiaterstunde. ja, ich habe auch Psychiater gebraucht, aber wegen anderen Dingen. Wir sind filmen gegangen. Das war auch eine sehr geile Erfahrung. Hockeymatch, offiziell. Ich weiss gar nicht, was ist das für eine Liga? Erstliga. Erstliga, einfach also die- die obersten. Einfach die krassen die in der im Schweiz halt. SRF Ja, 2 genau. kommen. Voll. Und dort haben wir auch die Erfahrung machen. Es war lässig. So, haben wir so Shirts bekommen mit TV und was ist drauf gestanden? Foto. Und TV. Und dann, so. genau, jedes Liebling hat eine Nummer gehabt. Du bist Foto 413, Ja. ich 414 oder so gewesen. Ja, voll geil. Wie wenn du so bei der UEFA irgendwo wärst, irgendwie so am Spielfeldrand bei der Weltmeisterschaft oder so. der Champion. Genau so. Champion. Ja, es war recht witzig. Ich habe es mega cool gefunden. Aber auch, auch crazy, weil eben, man filmt ja da. Also, vor allem wir hatten den Auftrag gehabt, dass wir Stimmungsbilder machen von den ganzen Fans und der ganzen Fangemeinschaft. Das war ja nicht Und- irgendein Auftragsgeber gewesen. Nein, also es ist Also- offiziell von ganz oben in dem Sinn gekommen. Und ja, wir haben da auch die Erfahrung machen, dass Sport, dass es nicht immer nur um Sport geht, sondern dass man doch muss aufpassen muss, wer das man filmt und wer nicht. Ja, aber auch verständlich. Für uns einfach blöd gewesen, weil es unsere Aufgabe war. Und wir relativ schnell darauf hingewiesen worden sind, dass wir gerne die nicht würden filmen. Und wir haben uns dann auch zurückgezogen. Das war dann eigentlich auch das Coolste gewesen, muss ich sagen. Weil wir sind dann nachher, wenn ihr euch so ein Hockeystadion vorstellt, da gibt es ja immer so über den Sitzrängen gibt es so eine kleine Tribüne, wo so die fette Kamera drauf steht, mit dem Fernsehkleberli drauf und so, wo einfach als SRF oder bei uns ist es eine Kamera vom RSI, also rätische... Nein, RTS. RTS, genau, Ja, RSI. aber genau. RTS, das ist, glaube ich, einfach die französische Version vom SRF. Ja, also einfach Radio, halt alles, was... Nein, Television. rätische Version. Also Nein, es ist ziemlich sicher französisch. rätisches TV. RTI oder RTS. RTS ist die französische Schreibweise von SRF. Aber was ist dann, weil im Bündnerland oben haben sie auch RTS und dort, der Ach schon? Mario schaut das immer und dort redet es romanisch. Ah, Also
Vielleicht ist RTS für mehrere einfach nicht SRF, nicht Schweiz, also nicht Deutschschweiz. Aber ich bin verwirrt, weil ich denke, was machen die mit dem da und nicht das SRF so. Aber es sind ja Leute vom SRF, es sind einfach die Kameras, die wahrscheinlich von irgendwo dran gekommen sind. Weil das ist mir aufgefallen, all die Kameras sind nicht SRF, sondern RTS. Kleber drauf gehabt. Und wir sind dann auch dort, und neben dem Kameramann sind wir dann auch dort oben gestanden mit unseren Cams und haben von dort oben das Spiel verfolgt und haben gefilmt. Und das war eigentlich wirklich eine lässige Erfahrung gewesen. Und, aber auch dort, wie wo ich neben dem amerikanischen Truck gestanden bin, wir haben ja auch keine kleine Kamera. Und Nein. Überall, wo wir mit unserem Equipment auftauchen, wow, shit, sieht ja fett aus, sicher krass, teuer, oder? Sicher teuer, Alter. Immer so irgendwann die scheuche Frage, also, was kostet das? Ja, darf ich mal heben? Und dann, nein, immer so, kannst du mal heben? Nein. Ja. Und dann neben dieser Kamera vom SRF bist du einfach versunken. Ja, und das ist halt einfach geil. Das sind zwar keine so Kinokameras oder so, die du irgendwie mega heftig findest, weil sie jetzt irgendwie keine Ahnung was für eine Auflösung haben, aber es ist einfach geil, was die Kameras für Allrounder sind. Also mit dieser Kamera kannst du eine Weitaufnahme vom ganzen Spiel machen und in Sekunden kannst du dort reinzoomen, der Fokus stimmt, das Licht stimmt und es wird alles noch live übertragen. Der Schwenker stimmt, es gibt keinen Ruckler. Das ist einfach geil. Also da blüht meine Faszination dann einfach für Kameras auf. Und es war doch auch witzig, wo dann Drittelpause war und er hin auf sein Stühle gehockt ist, ein bisschen am Handy. Und dann hast du dann gemerkt, jetzt macht er sich wieder parat, also müssen wir uns auch wieder parat machen. Ja, das war echt witzig. Und ja, coole Erfahrung. Das ist in dem Sinn, das hat das Wochenende von mir eingeläutet, oder respektive von uns. Und ist auch wieder lang gegangen bis am Abend. Wir waren erst spät wieder daheim dann. Ja, wir sind ja aus dieser Aufmerksammachung aus der Kurve sind wir ja dann auch früher verduftet. Genau. Das ist das sagen wir jetzt nicht. Nein, also eben... ja, wir sind einfach früher verduftet, dass einfach das Konfliktpotenzial gar nicht hätte passieren können. Ja. So darf man es, glaube ich, sagen. Ja. Ja, vielleicht schneiden wir es auch aus. Weil, ja. Aber ist ja gleich, auf jeden Fall haben wir einfach gefunden, wir müssen dieser Konfrontation nicht geben und haben, wo wir unser Material gefilmt haben und fertig waren, haben wir es nicht länger rausgezögert, sondern sind dann auch einfach gegangen. So. Und man muss ja auch dazu sagen, wir verletzen kein Persönlichkeitsrecht. Es wird niemand da irgendwie auf hochauflösend in eine Aufnahme hineingestellt, wo das nicht bewusst hat wollen, weil er für die Kamera eine Show gemacht hat. Und von dem her eben alles nur halb so wild, aber in dem Moment natürlich schwierig für uns zum Handeln, weil man versteht es, man möchte den Leuten ihr Fantum lassen und ich finde es ja geil, wenn die etwas abreißen dort. Auf der anderen Seite hätte man am liebsten einfach gesagt, ja, wir sind ja alle im gleichen Team, wir machen es ja für euch. Aber eben, es ist halt einfach auch zwei Welten, die aufeinander knallen. Also es ist auch ganz okay so, aber eben, ja, ist ja dann auch gut alles gelaufen. Und das Wochenende ist dann ja auch weitergegangen. Also am nächsten Tag, wo du dann dich an deine Bachelorarbeit gesetzt hast, habe ich mich dann an eine Hochzeit begeben. Das war auch mal wieder eine ganz schöne Erfahrung gewesen. Einfach so, du kommst als Fotograf in die Hochzeits-Community rein. Am Anfang sind alle noch so ein bisschen scheu und du kennst noch niemanden. Und am Schluss hängst du einander in den Armen und saufst mit allen noch ein Bier. Und es ist auch natürlich eine mega emotionale Situation, so eine Hochzeit für die ganze Familie. Und ja, das ist einfach schön. Und ich habe dort auch einfach wieder gemerkt, ich bin halt einfach auch also es ist gar nicht positiv oder negativ, aber ich bin halt auch kein 0815 Hochzeitsfotograf. Also einer hat zu mir auch gesagt, er findet das schön. Ich bin auf die einen Seite Fotograf gewesen, aber ich bin auch Gast gewesen. Und also das heisst, du hast genau gleich kräftig mitgesoffen wie alle anderen. Genau, also zum auf Deutsch. Absolut. Das ist auch das Lustige, das war auch ein bisschen ein Deal gewesen, weil sie haben ein gewisses Budget hatten. Und ich habe dann halt auch gesagt, du, das Budget passt für mich. Weil solange ich noch verpflegt werde und kann mittrinken, ist das alles gut. Und so ist es dann auch gewesen.
Und wie es halt immer ist bei so einer Hochzeit, du fängst am Morgen, am Vormittag an und am Abend um 10 Uhr spätestens als Fotograf, weil eben, du trinkst zwar schon mit, aber du trinkst natürlich nicht annähernd so viel, wie wenn du jetzt dort wirklich am Feiern wärst. Und irgendwann ist dann die ganze Gesellschaft betrunkener und du magst irgendwann nicht mehr, hast auch schon 1500 Fotos gemacht und findest dann irgendwann so, jetzt dürft ihr euch auch noch in familienintern das Ganze geniessen. Aber es war eine unglaublich schöne Erfahrung. Ich habe wieder super spannende Gespräche geführt und ja, also ich mache es einfach mega, mega gern. So. Und ich glaube, das Lustige war ja noch, es sind recht viele Leute aus dem Ausland auch extra hier angereist. Das hat mich mega verblüfft, weil es ist sonst gar nicht so eine Schickimicki-Hochzeit oder so gewesen, sondern wirklich eine bodenständige, aber mega schöne Hochzeit. Also, wir sind in ein mega schönes Restaurant essen gegangen, Fischers Fritze, das kann man auch sagen. Das ist in Zürich, wenn man so ein bisschen Richtung wieder unsere Seeseite fährt, ist das am See unten. Ich weiss gerade nicht, wo das genau ist. Ist das nicht Bürkliplatz? Das kann sein. Einfach Fischers Fritze findet. Also wenn man Fischers Fritze kennt, man vielleicht sogar. Da gibt es unglaublich gute Pouletflügel und Trüffelpommes frites. Also ganz geil, mega schöne Location. Und es ist einfach eine super sympathische Gesellschaft gewesen. Und es sind auch nicht 100 Leute gewesen, sondern wirklich so die 30 Leute, die dabei waren, sind auch voll dabei gewesen. Und das habe ich mega schön gefunden. So richtig dabei? Ja, voll. Also hast du wirklich gemerkt, so blöd gesagt, der Bräutigam hat seine Best Friends dabei gehabt, die viele von Deutschland gekommen sind. Das war auch ganz lustig. Sie sind ein paar zu mir gekommen und haben so gesagt, so nach dem Motto: «Hey, was mache ich da in Deutschland? Hier ist es viel zu schön. Das kann ja nicht sein. Und ich sitze da in Berlin.» und ich nur so: «Ja, das ist normal. Du musst dann warten, wenn die Sonne untergeht. Dann ist das schön.» Und er: «Was? Nee, das ist schön. Ich denke die ganze Zeit, da ist eine Leinwand aufgestellt.» Ja, es war wirklich lässig gewesen. Man hat sich mal wieder glücklich geschätzt, dass man in der Schweiz lebt. Und ja, von A bis Z geile Erfahrungen gemacht. Also, ich habe am einen Kollegen vom Bräutigam habe ich mein Auto überlassen und bin selber reingehockt, weil ich halt auch Champis nach der Trauung. Gastumfotograf. Genau, habe ich natürlich auch mit angestoßen mit dem Champisglas und so. Und das war auch lustig. Habe ich Gruppenfotos gemacht von irgendwie 2, 3, die ein Foto machen wollten. Und habe ich so ein Foto gemacht. Und dann sagt sie mir so: «Du bist sicher auch der einzige Hochzeitsfotograf, der mit dem Champisglas die Zigaretten am Glas und dem Fotoapparat in der anderen Hand ein Foto macht.» Habe ich ihr auch gesagt: «Das hättest du richtig erkannt. That's me.» Aber muss man auch dazu sagen, wenn das natürlich nicht gewünscht ist, dann macht man das auch gar nicht. Das ist aber eben auch sehr bewusst von ihnen so gewünscht worden, dass ich nicht einfach ein stierer Fotograf bin, sondern dass ich mich dort mit integriere. Und sie sind ja gezielt auf dich zugekommen und haben ja gesagt, sie haben links und rechts keinen anderen Fotograf angefragt, sondern sie haben den anderen Küchler an ihrem Hochzeit dabei haben. Niemand anders. Und das ist natürlich mega schön. Das gibt auch ein bisschen Druck, weil du willst dann einfach ja nichts falsch machen. Und gefühlt als Fotograf hast du entweder den Job erledigt und dann ist alles gut, alle zufrieden, dann ist okay. Oder du kannst verkecken. Also du kannst fast nur verlieren, aber grundsätzlich ist es ein Gewinn, weil ich es einfach gerne mache. So. Aber ich bin eigentlich auch mega zufrieden mit den Fotos, die rausgekommen sind. Man hätte natürlich noch bis am Morgen um 3 bleiben können und noch länger Fotos machen. Aber irgendwann ist dann auch mal okay. So. Ich glaube nach 11 Stunden dort und ich habe 6 Stunden offeriert, habe ich gefunden, jetzt darf ich mich langsam auf den Weg machen. So. Aber eben, es war eine mega lässige Sache. Und ich habe dann, und das war ganz witzig eigentlich, ich bin dann fertig gewesen, mitten in Zürich mit Fotos um 10:30 und Feierabend? Genau, Feierabend. Und habe das Auto dort stehen lassen. Das habe ich auch schon gewusst, darum konnte ich dort weiter trinken. Und
habe noch abgemacht in Wollishofen mit Homies zum Star Wars Marathon. Genau, also zuerst haben wir gedacht, wir machen den Herr der Ringe Marathon, nachher ist es dann mal Star Wars geworden und jetzt ist Star Wars geblieben. Und ich habe zwischendrin immer schon während der Party habe ich mal telefoniert mit einem Kollegen, der gesagt hat, ja, jetzt sind wir am ersten Film, jetzt sind wir am zweiten. Und dann irgendwann gesagt, ja, weißt, ich kann noch nicht jetzt gehen, ich komme dann nachher so am Ende vom zweiten. Und ja, ich habe mich dann dort von dieser Location ins Ungetüm Zürich am 10:30 am Abend gestürzt und halt auch schon doch gut verladen bin ich dort. Umgesteuert? Ja, bin ich dann losgesteuert und zuerst mal so auf Google Maps, weisst, welche Verbindung, aktueller Standort nach dort. Und dann, ja, okay, eine halbe Stunde. Ja, gut, okay, das geht noch. Dann dort die Bushaltestelle angelaufen. Ja, der Bus ist dort nicht angeschrieben, der Bus ist dort nicht gekommen um diese Zeit. Bin ich mal auf die andere Seite, habe dort ein paar Leute gefragt, die haben dann gesagt, ja, nö, der Bus wäre eigentlich dort hin. Aber ja, wir haben ihn auch nicht gesehen, da ist nichts gekommen. Und dann bin ich dann mal mit ihnen in den Bus eingestiegen, bin in die andere Richtung gefahren, um den nächsten Ort zu erreichen, wo ich wieder weiterkomme. Und dann bin ich in den Bus rein, fahren wir 2 Stationen und dann steigen etwa 30, 40 so schwarze Zürich-Kurven-Fans ein. Jetzt ist der FCZ-Match nachher fertig und ich bin genau in der Zeit, wo alle Fußballfans irgendwo in Zürich den Standort wechseln, habe ich auch den Standort wechseln. Das heisst, aus dieser Halbstunde-Aktion ist mit fehlendem Bus, fehlendem Ding und dann halt auch kein Platz und der Bus nur noch stehen geblieben und Riesenverkehr ist am Schluss eine fast 1,5-stündige Aktion geworden, bis ich dann mal dort vor Ort war. Weil ich vom Bahnhof Wollishofen noch rauflaufen musste, weil es keinen Bus gab. Er hat mein Google Maps noch durch eine Baustelle durchgeschickt und er gefunden, auf dem Google Maps Foto ist eine Baustelle und so die Pünktchen gehen gerade über die Baustelle drüber. Ja, also, und dann bin ich dann auf eigene Gefahr. Ja, und ich bin dann wirklich knapp vor Ende vor dem zweiten Film bin ich dann dort angekommen. Und dann haben wir bis am Morgen um 8 Uhr alle Star Wars Filme durchgeschaut, noch ein paar Bierchen getrunken und mega lässig war. Der Kollege hat einen Kühlschrank in sein Zimmer reingestellt, sodass wir nicht mehr aufstehen müssen. Und ja, wir haben uns mit Tiefkühlpizzas und Schinkengipfeli, M&M's und Chips, Früchte und so haben wir uns so die ganze Nacht durchgedingselt. Man muss aber dann sagen, es war ja noch Zeitumstellung in dieser Nacht. Und irgendwann am Morgen um 4 Uhr, wo wir dann so beim 5. Teil angekommen sind. Also wir haben es jedes Mal geschafft, dass jemand wach war, der den Film wieder eingestellt hat. Aber ich glaube, beim 5. Teil haben kollektiv mehr alle geschlafen, wieder, dass wir geschaut haben. Ich habe auf so einem Designerstuhl gepennt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist in der Mitte so ein kleiner Ring und dann gegen außen ist es ein grosser Ring und dann sind so Fäden. Fäden, die von innen nach außen ziehen und das ist dann wieder Stuhl. Das klingt unbequem. Kollege, mein Rücken. Ich kann nachher am nächsten Tag so nicht Auto fahren, weil mir alles weh da hat, weil ich in diesem hohen Stuhl geschlafen habe. Mit so 2 Schlafsäcken. Von der anderen habe ich so auf meine Beine da, um den Kopf abzustützen. Und, ja, aber wahrscheinlich hat der scheiß Stuhl irgendwie 10'000 Stutz gekostet. Ja, nein, die haben es geschenkt bekommen wahrscheinlich. Ja, hoffentlich. Ja, sicher, aber es ist ja so eine WG in Zürich, also Wollishofen WG und so. Alles Männer, mega chillige WGs, also haben es hure lustig gehabt. Und ja, wir haben dann bis am Morgen haben wir das durchgezogen und haben dann irgendwann gefunden, so, jetzt müssen wir eigentlich auch nicht mehr schlafen. Und das hat dann eine lustige Situation gegeben. Wir haben alle einen Kaffee getrunken und sind so draussen im Garten gestanden. Und dann hat mein Kollege der Till dann so gesehen, oh, da hat es ja Hagabutte. Und dann hat er am Morgen um 7:30 nach einer ganz langen Nacht hat er angefangen mit so einem Plastiksäckchen Hagabutte zu ernten, Alter. Und ist in dem Garten rumgestiegelt und hat die Hagabutte gesammelt. Wie sagst du denn? Hagebutte, ich sage es die ganze Zeit falsch gerade. Hagebutte, ja. Hagebutte, ja, schlimm. Und hat das dann gesammelt und dann war unser Plan so, er so, ja, gehen wir nachher noch ein bisschen Hagebutte sammeln? Und ich so, ja, fix, aber nur wenn du fährst. Und dann haben wir uns ein Kollektiv dazu entschieden, dass wir das nicht mehr machen. Sind dann aber dann auch einfach zum Auto auf Zürich und dann heimgefahren. Ja, voll. Und dann ohne Hagebutte? Ja, also die vom Garten hat er mitgenommen, aber nicht mehr mehr? Nicht mehr, nein. Wir sind dann auch kaputt gewesen. Und vor allem müde, weil
Also ich habe eine Party ein bisschen getrunken und nachher dann dort nochmal 1 oder 2 Bierli. Und dann aber irgendwann am Morgen um 2 habe ich nicht mehr getrunken bis irgendwie um 8 Uhr. Aber es hat sich angefühlt, wie wenn du kaputt gewesen wärst. Also einfach müde halt. Ja. Das Alter. Ja, vielleicht das Alter. auch. Ja. Schon so, ja. Ja. Gefühlt 4-eckige Augen haben wir gehabt. Aber es war mega geil. Wir haben über die ganzen Filme philosophiert und es sind wieder spannende Gespräche entstanden, wenn man natürlich Star Wars-Fan ist. Wir sind dann ganz knapp daran vorbeigeschlittert, dass wir am Morgen früh dann gesagt haben, so, jetzt haben wir die ersten 6 fertig, jetzt kommen wir mit Clone Wars, wo zwischen dem 2. und dem 3. Film passiert, könnten wir jetzt eigentlich die 10 Staffeln schauen an 21 Folgen. Und dann haben wir dann The aber Mandalorian gibt es ja auch ja, noch. das kommt dann alles nachher, dann alles später. Und Rogue One. Rogue One, genau, das sind Gibt's dann die auch neuen noch? Filme. Voll. Also ja, es gibt noch ganz, ganz viel. Aber irgendwann haben wir dann auch gesagt, müssen wir aufhören. Und es war mega lässig. Coole Erfahrung wieder. Aber ich bin dann auch heim und habe dann einfach nur gepennt bis irgendwann um 5 Uhr am Abend. Und ich musste ja dann nochmal ins Büro müssen, die ganzen Fotos von der Hochzeit absichern, abspeichern. Und ich musste dann auch nochmal auf Zürich müssen, um die Kamera zurückzubringen. Und am Abend haben wir dann eine Sitzung gehabt, aber das war ja dann chillig und eine kurze Sache. Ja, und das war dann mein Wochenende. Und dann ist es schon wieder losgegangen mit Montag arbeiten im Restaurant und Zeitung verteilen. Und dann haben wir geschnitten, also habe ich Fotos bearbeitet. Und jetzt ist Mittwoch und wir hocken schon wieder da. Und Crazy. sind einen Podcast aufnehmen. Voll. Dass mal einen Tag früher will, du morgen in die Schule musst. Morgen, übermorgen und übermorgen. Der absolute Pain in the Ass. Also es heisst irgendwie, wie heisst es? Bootcamp. Bootcamp heisst das bei uns. Wenigstens ein geiler Name, Ja, Mann. das ist ein billiger Marketing-Trick, um die Schüler irgendwie hypen. Und es ist ein warte, jetzt kommt mir, glaube ich, gerade noch irgendetwas in den Sinn, wo gar nicht gut ist. Oh, wo gar nicht gut ist. Nein, ich glaube es. Nein, Ist doch gut. Fehlalarm. Hast du gemeint, hast du jetzt Schule? Nein, aber ich habe gedacht, dass ich nächste Woche am Montag Prüfungen habe. Aber das habe ich nicht. Schön. Keine Prüfung, Aber ist ich immer hoffe, gut. dass ich es mir richtig... Mal, ich habe es mir richtig eingetragen. Ja, da wäre ich auch verwundert. Ja, ich habe am 13. November wieder die nächsten Prüfungen. Ja. Also jetzt Bootcamp, 3 Tage nacheinander, Sonntag Bachelorarbeit, irgendetwas. Am Montag wieder Normalschule. Da passt der Star Wars Schrei, das oder wie Vom der, Chewbacca. Nein, der Schrei, weißt du, wenn so der Stormtrooper runtergeht. Der Ah, Schrei ja, hat sogar ja. einen Namen, den gibt es in ganz vielen anderen Filmen Ja. auch noch. Also, Ja, bei Seven vs. Wild haben sie den auch mal benutzt, ja? Ja, voll. Stimmt, da können wir kurz einwerfen. Gestern ist die erste Folge rausgekommen. Freebie. Ich kann es nicht schauen. Kannst du Also nicht auf schauen? Freebie? Ja, steht in diesem Land das. Und ich denke, in der Schweiz, Alter, what the fuck? Da habe ich so ein bisschen nachgeschaut, wollte schauen und dann schon so Freebie enttäuscht, Ding kann nicht abgespielt werden oder etwas. Und dann schon Spoiler. Und ich schon den ersten Spoiler gelesen und da hat es mich richtig aufgeregt. Habe ich gefunden, gut, fickt euch, Alter. Ich habe TikTok habe ich gelöscht, ich habe alles gelöscht. Ich schaue jetzt ohne Spoiler, schaue ich jetzt nichts und fange dann auf YouTube an. Ja. Das ist jetzt meine Mission, mal schauen, ob ich das erreiche. Aber es hat mich gestern richtig aufgeregt. Ja, also ich habe auch das Ankündigungsvideo von Fritz habe ich gesehen. Ja, wo er Wo sich eben das- entschuldigt noch hat. Also, oder einfach so. Hat er sich entschuldigt? Er hat jetzt finally mal ein Statement noch gemacht, einfach zu dem ganzen Thema mit einem Monat früher auf Freeview wie auf YouTube. Aber eben eigentlich ist es ja eigentlich hat er recht. Also, die haben ja das ganze Format gekauft. Ohne die gibt es das Format gar nicht mehr. Ja. Dass die das überhaupt gratis auf YouTube tun, einen Monat später, ist eigentlich eine coole Sache. Ja. Aber es ist natürlich total von der verkehrten Seite kommuniziert worden. Wenn die von Anfang an gesagt hätten, hey, yo, wir machen das noch, wir geben es euch auch auf YouTube, weil wir geile Sachen sind, aber wir brauchen es trotzdem früher bei uns, damit wir ein bisschen Ding haben, hätte wahrscheinlich niemand etwas gesagt, aber weil sie so
nie klar war und dann einfach 2 Monate vor Release heisst es, und auf YouTube ist es dann einen Monat später. Und das hat der Joey Kelly in ihrem Interview im Fernsehen irgendwie aus Versehen geleakt. Und das war dann ein Scheiß halt. Ja. Das habe ich eben gar nicht mitbekommen. Ja. Ich habe einfach das Ankündigungsvideo, wenn von Premiere auf Freevee. Genau, wenn fängt sie auf YouTube an. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, easy, ich schaue es einen Weg auf YouTube. Das andere interessiert mich gar nicht, weil es gibt ja überall, jeder Fernsehsender hat mittlerweile RTL Now, Pro7, keine Ahnung was. Freevee ist Amazon. Ist Amazon? Ist Amazon, ja. Okay. Aber es wird sicher ein guter Deal zustande gekommen sein, definitiv. Dass der Fritz sein Lebensprojekt dort verkauft hat. Hoffentlich, ja. Ja, also ich meine, das ist eines von der, oder wenn nicht das erfolgreichste YouTuber-Format. Und also im deutschsprachigen Bereich, und das hat es vorher nicht vergleichbar gegeben. Also es hat vorher auch grosse Projekte gegeben, aber das hat nachher einfach wieder alles in den Schatten gestellt. Das muss man einfach sagen. Und darum hoffe ich, dass der da ein paar 100'000 bekommen hat oder auch sein Team und so. Ja. Aber irgendwo hat es natürlich auch Grenzen, weil es ist trotzdem kein Hollywood-Format und das plus das Ding an dieser ganzen Staffel ist ja auch, eigentlich die Teilnehmer machen es ja sehenswert. ja. Wenn jetzt nächstes Jahr nicht mehr die gleich interessanten Charaktere dort Teil sind, dann ist es auch viel weniger interessant, die nächste Staffel anzuschauen. Und jetzt eben dieses Jahr hat es ja auch wieder ein ganz geiles Line-Up gegeben. Ja, und Platte. sie haben ja auch, wo Freevee Seven vs. Wild gekauft hat, sie haben ja auch die ersten 2 Staffeln auch gekauft. Also auf Freevee sind die ersten 2 Staffeln auch drauf. Ja. Die sind aufgearbeitet worden für Freevee. Also ich denke, das ist wie so eine Netflix-Serie, ist sie jetzt einfach eine Freevee-Serie geworden. Also könnte schon gut sein, dass es dann einmal eine gibt. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie die YouTube-Bubble nicht mehr so reinziehen. Der Fritz wird wahrscheinlich wieder dabei sein. Also, das wird vermutlich auch in diesem Vertrag ein Vertragsbestandteil sein, dass er für die nächsten 2 Staffeln verpflichtet ist, Minimum er, dass er dabei ist. Und die anderen, die können ja machen, was sie wollen. Ja. Das ist ja für die Teilnehmer, die können ja während dieser Zeit keine Streams, gar nichts machen. Ja. Sind von Social Media abgeschaltet. Ja, also es ist schon... der Papa Platte hat zu dem etwas gesagt, wo er auch gefunden hat, so, für sie ist ja eigentlich der Lohn von dem Ganzen sind die Reactions gewesen. Und die Reactions sind ja jetzt nochmal viel, viel uninteressanter geworden, einfach nur, weil es eben einen Monat später erst auf YouTube kommt und du dann trotzdem nochmal 2 Tage Sperre hast oder 24 Stunden, dass du darauf reagieren. Das heisst, die allerletzten, die es schauen sie die Reactions. Ist auch okay, weil es sollte ja zuerst beim Produzent geschaut werden. Alles andere wäre auch falsch. Aber für die Teilnehmer ist es jetzt zum Teil ein bisschen blöd gelaufen. Also, auf die andere Seite, ich habe es jetzt bei Freevee auch gesehen, so eins zu viel. Unten dran von der Staffel werden so Teilnehmer, so Produkte von den Teilnehmern gezeigt. Und jede von diesen Teams hat ein Buch geschrieben. Affe auf Bike hat ein Buch. Der Joey Kelly hat ein Buch geschrieben. Edeltag gibt es ein Buch. Der Fritz Meinecke hat ein eigenes Buch. Also wirklich, ich habe jetzt gedacht, krass, Digga. Müssen wir auch ein Buch schreiben? Ich glaube, Buch schreiben ist so ein Ding, wie du fett Cash machst. Weil Monte hat 2 Bücher rausgebracht. Also jenste YouTuber bringen alle so Bücher raus. Aber was erzählen Sie in diesen Büchern? Ja, weiß auch nicht. Weißt du, was könnten wir machen? Wir könnten, wenn wir unsere 100. Pfuschcast-Folge haben, können wir unsere Pfuschcast, jede Audiodatei mal durch transkribieren. Ja, also, ein AI Sprache zu Text. Und dann tun wir unseren ganzen Güssel verpacken, in ein Buch abdrucken und dann bei Ex Libris für 20 Stutz.
Ja, aber wirklich. Du kannst das, was seit 1000 Jahren schon auf Spotify hast können hören, kannst du jetzt auch noch als Buch dir ins Regal hineinstellen. Ja. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, machen wir von dem dann eine Hörbuchfassung. So geht Marketing, Digga. Marketing. So verdienst du Geld. Stimmt, ja. Scheiße. Ja. Ja, aber das hat mich ein bisschen verblüfft, dass einfach gefühlt aus jedem Team, also natürlich nicht jeder Kandidat, aber aus jedem Team hat jemand ein Buch gemacht. Mindestens Krass. jemand. Ja. Aber ich frage mich, die sind ja Streamer, die haben Ja, ihren das- Shit. Und was erzählen die in ihren Büchern? Ich weiß es auch nicht. Also, ich verstehe die YouTuber wie so ein Paluten, die dann so Kinderbüchermäßig Fix, macht. ja. Das Paluten passt- ist klar. passt total auch in seinen Content rein und so. Der erzählt ja auch bei seinen Let's Plays eigentlich auch manchmal ein bisschen Geschichten, so mit dem Edgar, seinem Schweinli und das Zeug. Aber wie das zum Beispiel Edeltag, das sind Papa Platte und ein Rätsmann, wo eigentlich, klar, die tun, ich sage jetzt mal, noch ein bisschen hochwertige Scheiße labern wie mir, weil sie halt auch einfach Leute sind, die seit Jahren streamen, sich schon immer in dieser Unterhaltungsbranche bewegen und nicht so wie wir einfach mal einen Podcast machen. Aber was erzählen die dort? Ja? Also, vielleicht ist auch das der Selling Point, weißt du? Dass Ist wir so, so ja. uns jetzt kaufen. Weil ich kenne die zwei, finde die eigentlich cool und denke mir, ja, was müssen die denn in dem Buch? Ja, 15 Stutz, wieso nicht? Fix. Also ich weiß jetzt nicht, was es kostet, aber irgendwo dort rum. Also, vielleicht ist das auch ein Verkaufsding. Also ich habe ja mal, das war auch so ein kleines Side-Project gsi. Das weißt du. Ich habe ja auch mal ein Buch gemacht und das kann man auch kaufen. Autor? Nils Also der ja, Autor? das jetzt ohne Scheiß. Ja, true. Und sogar in 3 Sprachen habe ich es Oha. gemacht. Oder- Deutsch, Französisch und Englisch habe ich es veröffentlicht. Und auch bei Amazon gibt es so eine Selbstveröffentlichungsseite, wo quasi du tust deine Druckdatei, jetzt halt wieder so von dieser Logo-Bubble ausgeredet, kannst du deine Druckdatei bei Amazon aufladen. Und das Coole ist eben, erst in dem Moment, wo jemand dein Buch kauft, wird das Buch gedruckt. Ah. Und vorne hast du gar kein Lager, du hast eigentlich gar nichts. Und das ganze Handling übernimmt Amazon für dich. Aber ich glaube im Fall, das werden zum Teil auch so Bücher sein. ich von gehe diesen- schwer davon Von aus. diesen Ja. YouTubern. Weil beim Monte weiss ich, der hat, glaube beim ersten Buch eine Auflage gemacht. Aber bei ihm ist es auch noch etwas anderes. Er ist der Der gehypteste deutsche Streamer, Streamer, ja. der hat können eine Biografie schreiben mit dem geilsten Namen vom Junkie zum YouTuber. Also ich meine, besser für eine Biografie kannst du nicht geeignet sein, wie wenn du der Aushängeschild für eine ganze Generation bist, für eine Plattform und dann ein Buch machst. Dort erschließt es mir noch, wieso dass man das macht. Aber bei den anderen könnte ich mir gut vorstellen, dass es in die Richtung geht. Voll, ja. Und ich wollte das einfach mal selber ausprobieren. Weil ich habe jetzt im Moment auch gerade einen Kunden, der Autor ist. Und der hat eigentlich genau mit dem Problem ein bisschen zu kämpfen. Dass er, wenn er sein Buch fertig geschrieben hat, er irgendwie 500 Stück von diesem Buch mal drucken lässt. Und dann kauft es niemand. Ja, Und dann dann musst hast du dich immer- daheim ja. 500 Bücher und ein Buch ist ja, je nachdem wie dick das Ja. ist ein Buch schon hure schwer. Und wenn 500 Bücher irgendwo in einer Ecke rumliegen Ja, also wenn ich hast, denke, nur schon wir mit unseren Spielen, hey, genau, ja, kann das durchaus ein Problem sein, wenn du noch mehrere Bücher und verschiedene Auflagen und so hast, hure schwierig. Und darum habe ich das einfach mal selber mal probieren. Wie funktioniert das? Wie schwierig ist das? Was musst du bei den Druckdaten bei denen berücksichtigen, mit so Einband berechnen und so Geschichten. Und man kann Stand heute kann man auf Amazon ein Kindermali-Büchlein mit Dinosauriern kann man von mir kaufen. jetzt Und- macht er das mit den 3 Sprachen Sinn. Da muss man nicht viel übersetzen. Ja, ich habe nur das Titelblatt übersetzt. Genau, also irgendwie auf Deutsch Malbuch, auf Französisch Livre de Couleur, irgendwie so etwas. Und auf Englisch, ja, weiß gar nicht. Coca-Cola ist gerade eifersüchtig, was du für einen Aufwand gehabt hast und was sie für einen Aufwand haben. Genau, ja. Aber ich habe es einfach mal ausprobiert und du musst schon ein gewisses Verständnis einfach von Druckdaten haben.
Aber wenn du das hast, ist das eigentlich eine hure gute Geschichte. Du musst für jedes Mal halt eine Kommission an Amazon abdrucken. Und am Ende des Tages, wenn ein Buch für 7 € verschult ist, bleibt nicht viel bei dir hängen. Das ist klar. Aber selbst wenn das mal würde, also mein Dinosaurierbuch ist gar nicht angelaufen. Gar nicht? Gar nichts. Gar nicht verkauft? Nein, kein einziges Stück verkauft. Dann machen wir jetzt Werbung. Nein, es sind nur noch 20 Stück vorhanden. Ja. Müssen schnell sein. Aber wenn Sie jetzt bestellen, bekommen Sie nicht nur 1. Nein, Sie bekommen auch nicht 2. Wenn Sie jetzt hier und heute anrufen unter 0800 4 mal die 4 387, bekommen Sie 3 Stück. Zum Preis von einem. Zum Preis von einem. Rufen Sie jetzt an. Und dann am Schluss kommt so eine Frauenstimme, die alles nochmal wiederholt. Kann sein, ja. Nein, aber es war ein interessanter Versuch und ich glaube, die YouTuber die werden das auch in diesem Stil machen. Weil anders kann sich das gar nicht wirklich nicht rechnen. Vor allem eben, wenn ich denke, dass ich ja zum Beispiel von Papa Platte eigentlich relativ viel verfolge und ich da nie etwas von mitbekommen habe. Ist ja, wenn mich jetzt so, also ich würde jetzt sagen, dass ich der Durchschnitt-Fan bin, aber grundsätzlich von anderen Leuten, wenn du das als YouTuber nicht anbringst, dass sogar die aus deiner Community das mitbekommen, dann hast du es auch nicht wirklich beworben. So. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich in die finanzielle Unsicherheit gewagt haben und irgendwie 10'000 Stück gemacht haben und es nachher einfach nicht bewerben. Also, voll. Darum, ja, es macht schon... Ja. Ergibt Sinn. Ja, aber eben, ich bin jetzt froh gewesen, dass ich es so einfach mal ausprobiert habe, weil Stand heute 0 Bestellungen, 0 Franken, 1 Tag verlöhlt für so einen, aber überschaubar. Absolut. Voll. Oh, sorry. Du hast vorne von Star Wars Marathon schlafen und alles. Ja. Voll, ja. Aber genau. Wir haben vorne, sind wir noch, vor der Podcast-Folge sind wir noch auf ein lustiges Zwischenthema mal wieder zu sprechen gekommen. Weil letztes Jahr haben wir es durchgezogen. Letztes Jahr haben wir echt Gas gegeben. Ja. Genau, Thema ist trainieren, also fit bleiben, Home-Training, ein bisschen auf die Linie schauen. Und wir machen mal wieder das, was wir am besten können im Podcast. Wir nehmen das Thema von einem erfolgreichen Podcast und es dann wieder verwenden. Nein, und zwar der Anstoß war, gestern habe ich gemischtes Hack gehört und der Felix hat einen mega guten Punkt gebracht. Und zwar, dass Männer, wenn man trainiert, wenn man pumpt, eigentlich so fit halten ist immer für einen selber und vielleicht auch für die Frauenwelt so. Aber sobald es ums Pumpen geht, pumpt man eigentlich nur noch für die anderen Männer. Also es geht eigentlich nur noch darum, dass andere Männer denken, was ist das für ein Kasten und das und eigentlich nur noch Schwanzvergleich. Und, aber das heisst ja auch bei den Frauen. Ja, stimmt. Mit Schminken. Stimmt. Frauen schminken sich nur für sich selber. Das Ja, hat mir für meine andere Ex-Freundin Frauen. gesagt. Ja. Und eigentlich meint sie andere Frauen damit. Ja. Ja. So wie jeder Mann für sich selber trainiert. Und eigentlich meint er andere Männer damit, oder? Ja. So ein bisschen in die Richtung. Also das wäre jetzt mein Punkt, den ich da auch unterstütze, wo ich das Gefühl habe, das trifft schon zu vielen Leuten zu. Natürlich nicht zu allen. Es gibt auch die auch Freude am Sport haben. Natürlich. Aber ich gehöre leider zu der Fraktion, die Freude am Sport hat, aber nicht genug Freude, für das es immer macht. Und da sind wir bei dem, was du vorhin gesagt hast. Letztes Jahr, zu dieser Zeit, sind wir regelmäßig auch miteinander Sport machen. Ich habe regelmäßig Sport zu Hause gemacht und habe auch dementsprechend ein bisschen anders ausgesehen. So für mich selber. Und hatte so ein Video von mir, wo ich so, wie man das halt macht, wenn man als Typ oder wahrscheinlich auch als Frau, wenn man trainiert und sich dann mal überzeugt von sich selber ist, mal wieder frisch die Brust rasiert hat, stellt man das Handy im Zimmer auf und steht so nur in der Hose und steht man vor dem Spiegel oder vor das Handy und dass man das V sieht. Genau. Und so posten so eine Runde, um so einen Vergleich zu haben. Damit man nachher ein Jahr später wieder denkt, ja, Dummy, was bin ich eigentlich sportlich gewesen und jetzt habe ich wieder alles verloren. Ja, und das ist eigentlich der Anstoß, um das wieder
wieder angehen. Es gibt auch so ein geiles und legendäres Meme, so mit diesen Abnehmbillen und Spritzen und alles, was es gibt. Und das ist, auf 9gag ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen. So ein fetter Sack und ein mega sportlicher. Und das Gesicht war bei beiden irgendwie hure gut reingefotoshoppt. Und dann steht, innerhalb von nur 2 Wochen hat der Mark seine Brille verloren. Wie kann das gehen? Geil. Aber das ist im Fall auch ein hure krasses Thema. Gerade in der Generation von unseren Eltern oder so, einfach so 50 plus, sage ich mal, habe ich auch letzte Geschichte mitbekommen. Also ich will noch nicht ins Detail gehen, um wer es geht, aber auch so eine Frau 50, um die 50 herum und will auch abnehmen und hat jetzt so eine Spritze, mit der sie abnimmt. Das sind Spritzen und Medikamente, die sind eigentlich für Diabetiker gedacht. Habe ich auch gerade letztens eine Reportage darüber gesehen. Und das Schlimme ist jetzt, dass meine Schwester arbeitet in einer Arztpraxis und wir haben sie dann gerade an der Quelle befragen und sie sagt auch, selbst für die Leute, die Diabetes haben und diese Spritzen brauchen, haben sie zu wenig Spritzen, sie kommen schon zu wenig geliefert über. Und jetzt gibt es noch den Scheisstrend, dass irgendwelche Leute, weil sie zu faul sind, ihre Finger aus dem Arsch zu nehmen und Sport zu machen und ihre Ernährung anzupassen, sitzen dort und drücken sich so Spritzen für Diabetiker rein, zum Abnehmen. Und das ist für mich, und das ist in der normalen Welt angekommen, also nicht irgendwelche Fitness-Freaks oder etwas, die da noch das letzte Grämmli rausholen, sondern irgendwelche, ich kann es nicht anders sagen, faule Mütter, die jetzt... ja, also es ist so, ich habe jetzt noch nie vor einem 50-jährigen Mann gehört, der sich eine Spritze gönnt, um ein bisschen Bauchfett zu verlieren. Also, weißt du, was ich meine? Also alle Reklamationen bitte per Post als Postfach 34. Ja, absolut. Nein, es ist einfach schon krass, wie sich das dass sich so etwas überhaupt kann integrieren. Also klar nicht voll, aber eben, du hast einen Bericht über das gesehen. Das eine Reportage. Oder Reportage. Also, was ich vor allem auch spannend gefunden habe, das Unternehmen, das die Spritze entwickelt hat, das ist ja auch mehrjährige Studie und alles drum und dran. Aber das ist jetzt das wertvollste Unternehmen von Europa geworden. Ah, okay. Also einfach eins in Anführungszeichen Medikament auf dem Markt und das wird angenommen und jeder will das und so. Und eben, es ist ja genau das Thema, dass als Nebenwirkung in Anführungszeichen hat man herausgefunden, dass das bei Adipositas, glaubst du? Adipositas, also Übergewicht. Genau, BMI Übergewicht. Über 32, glaube ich. Irgendetwas, keine Ahnung, BMI. Oder über 30, ja. Einfach, Ja, wenn man übergewichtig bist, genau. Ist Übergewicht, Genau, Fachsprache. hat das als Nebenwirkung einfach zur Folge, dass du das Hungerbedürfnis eigentlich verlierst. Ja. Ja, also dir ist, und das dann als Nebenwirkung, wenn du dir die Spritze gibst, dir ist immer schlecht, trümmelig und sonst müsst ihr den Packungsbeizettel durchlesen. Die Packzettel. Bei Fragen oder Unklarheiten fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, genau. Oder der Monte hat das Meme, wo er so sagt, verdammt, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? So. Beipackzettel. Ja, Beipackzettel. Ja. Genau, und ich kann das schon verstehen, wenn du links und rechts halt so Kim Kardashians siehst, die ihre fetten Melonen machen lassen, ihre Lippen aufgespritzt, dass auf dem Zürichsee die Lintour ab kannst stingseln. Geil, Alter. Dass Extensions bis in den Arsch runter hast. Wenn ins Wasser geht, dann schwimmen so die Arschbacken und die Lippen oben auf. Ich weiss gar nicht, ob Silikon im Wasser schwimmt. Ich weiss auch nicht. Aber das könnte wenn es das zur Titanic-Zeit schon gegeben hätte. Da wären viele Leben gerettet worden. Ich sehe schon in 2 Jahren, wie Titanic von Disney neu verfilmt. Dann siehst du alle Frauen schwimmen am Wasser oben auf.
So, all die Bötli sind zu wenig. Kein Problem. Wir haben noch die Beauty-Fraktion an Bord. Alle mit den Polipen so. Jetzt kommen wir hart in die Hülle. Ja, du. Aber nein, also... Aber Nein, und du, da muss ich wenn wirklich... sie sich schöner machen wollen und das aber nicht meinen Geschmack trifft, dann müssen sie damit leben, dass ich das nicht schön finde. Und jetzt mal wie True Talk. Nein, wie Real Talk. Real Talk. Real Talk. Jetzt Jetzt mal nehme ich Butter das- bei den Fischen. Ja, genau, jetzt nehme ich das Wort auch mal Real Talk. Der grösste Teil der Männer findet das gar nicht schön. Yes. Real Talk. Real Talk. Wirklich. Bei jedem Witz, ich glaube, bei fast jeder Freundesgruppe, wo ich über das Thema schon geredet habe, hat es höchstens einen oder so gegeben, der gefunden hat, er findet das noch schön. Ja. Aber das ist schon so ein Thema, wo... Eben, sie machen es nicht für die Männer oder für sich persönlich, schon, weil sie sich mit anderen vergleichen, oder? Eben genau wie die Männer oder ich jetzt ein Kandidat wäre, wo, wenn ich fett würde pumpen, würde ich wahrscheinlich auch nur pumpen für die Anerkennung und nicht. Und darum mache ich es ja auch nicht, weil mir das einfach nicht so wert ist. Aber ja, nochmal zu diesen Spritzen geschwind, weil das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Die Nebenwirkungen, die du erzählt hast, das ist ja alles nur getestet und jahrelang probiert an Leuten mit Diabetes. Man hat keine Studie, Langzeitstudie, wie das mit Leuten ohne Diabetes aussieht. Und das ist so eine Fehlinterpretierung von vielen Leuten. Trugschluss. Wenn es nichts schadet, wenn es nichts nützt, dann schadet es nichts. Aber das ist bei Medikamenten halt einfach nicht der Fall. Weil wenn du eine kranke Person hast, die eine Krankheit hat, dann musst du mit etwas versuchen, dagegen zu steuern, das die Person vielleicht auch krank macht, aber mehr gesund weder krank. Und dann nimmst du auch gerne ein paar Nebenwirkungen in Kauf. Aber das ist einfach critical, dass man das dann an gesunde, per de facto gesunde gesund. Leute spritzt. Oder sie sich selber. Also da hat es in Amerika, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr das war, hat es auch so einen Pharmakonzern gegeben, wo ich glaube Beruhigung oder Schmerztabletten sind es gewesen. Und sie sind dort die erste Firma gewesen, wo so ein neues Aspirin, Ibuprofen, irgendetwas auf den Markt gebracht hat, wo viel besser gewirkt hat als alles andere. Amiri sind viel stärker. Und danach, sie haben dann in ihres Aspirin haben sie eine abgeschwächte Form von Opium haben sie reingetan. Also per de facto eine hure krasse Droge, Brutal. die abhängig macht des Todes. Und sie haben dann dort halt so Schmiermittel und ein paar Kuverts mit kleinen Geldbündeln und so an die Doktor gegeben, dass die vor der Kamera anstehen und sagen, hey, schaut, die Firma hat einen Weg gefunden, wie das Opium in diesem Pilleli keinen schlechten Einfluss auf den Kopf und so und es macht nicht abhängig Ja. und so. Und dann Fernsehwerbungen und alles und so gemacht. Und das ist, aber die haben irgendwie alles in allem hat die Familie, das war eine Familie, hat irgendwie 12 Milliarden Gewinn, also bei sich auf dem Bankkonto am Schluss gehabt. Und dann ist dann das aufgekommen, dass eben Geld geflossen ist, Studien sind gefälscht worden, alles drum und dran. Und dann sind dann die tatsächlich verurteilt worden und haben, aber die Zahlen, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber in einem gewissen Bereich, ja. sie haben einen Buß müssen zahlen von 2 Milliarden. Und die anderen 10 Milliarden Ja. haben sie auf dem Bankkonto können. Das gibt es noch ab können und zu, behalten. so Zeug, wo dann... Und das ist jetzt eigentlich das, was ich damit sagen will. Medikamente bekämpfen ja eigentlich nicht mehr nur ein Symptom bekämpfen. Aber die Ursache in dem Sinn wird gar nicht angelangt. Medikamente machen dich nicht gesund. Sie gaukeln dir vor, dass du gesund bist. Und das ist ja das Gefährliche. Und gerade auch das mit dem, eben, sie machen nicht abhängig. Das Ding ist, es kann etwas körperlich minimal abhängig machen. Das ist nicht so wichtig. Was es im Kopf
da kann dich alles abhängig machen. Schaffen kann dich süchtig machen. Alles, was mit Dopaminausstoß im Hirn zu tun hat, kann dich psychisch abhängig machen. Und dann ist es eigentlich am Ende egal, wie süchtig machend das ist. Also ein gutes Beispiel ist eigentlich Gras. Weil Gras macht körperlich nicht fest abhängig. Aber psychisch macht es definitiv abhängig. Auch wenn ganz viel anderes amigs behauptet wird. Ja, das ist einfach halt dann wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie es bei diesen Tabletten auch wird sein. Aber sobald du etwas in deinem Kopf, eine Lösung, einen Fluchtweg hast, von deinen Problemen wegzurennen, dann kann dich das auch süchtig machen und eine Flucht sein. Egal, ob das Mittel dich wie Nikotin oder Alkohol oder Heroin total körperlich abhängig macht. Es ist dann gar nicht so wichtig. Und schaden kann es dir halt wirklich trotzdem. Und zwar heftig. Also, eben, Amerika erlebt ja auch eine brutale Fentanyl-Krise. Ja, Fentanyl ist dort, eben genau, aber das geht auch zurück auf die ganzen Schmerzmedizin. Weil viele Leute, die Schmerzmedikamente abhängig sind oder halt auch opiumabhängig, die haben jetzt das viel günstigere Fentanyl. Ja, wo irgendwie ein Zettel vom Meth oder so kostet. Es ist einfach irgendwie 1000-mal so stark wie... Aber ein Sechstel von der Kost oder ein Zettel es kostet einfach viel weniger. Ja. Und Fentanyl ist auch also ich weiss nicht, ob es in Amerika Tabletten gibt, aber bei uns kennst du es viel als Pflaster. Fentanylpflaster, das sind Leute, die chronische Schmerzen haben oder so, die kommen als Pflaster rüber. Habe ich auch schon im Altersheim Leute aufgeklebt. Dort ist aber auch ganz klar, hey, wenn das machst du nur mit Händchen. Wenn du das Fentanyl-Ding anlangst, dann gehst du zum Arzt und lässt dich checken und hockst mal in Ruhe, weil das kann dich wegballern des Todes. Und die tun das unten vom Pflaster abkratzen, das auf einen Löffel, das erhitzen, flüssig machen und sich spritzen. Und dann gibt es eben dann die Leute, die wie Statuen gefreezed und ganz verkrüppelt auf der Straße stehen und schlafen und völlig weg sind, also richtig Zombies. Und ja, alles nur, weil es ein mega günstiges Medikament ist, das total misshandelt wird. Und da kann jeder sagen, die illegalen Drogen sind das Problem. Laufst mal zu Los Angeles über die Straße, dann merkst du, okay, also auch Erfahrungsbericht, den ich gehört habe, und das hört man jetzt eben mehr mit dieser Fentanyl-Krise, ist eigentlich krass, also hure heftig. Los Angeles hat ja im Moment, also Politik lassen wir jetzt da aus dieser Thematik raus, aber Gesetzgebung in Los Angeles, das hat mir der Kollege von Kanada eben erzählt, ist im Moment so, dass wenn du einen Diebstahl begehst und der gemachte Schaden, also das, was du gestohlen hast, unter einem Warenwert von $900 oder 999 irgendwie so ist, wird das von der Polizei gar nicht verfolgt. Das heisst, und jetzt da einfach, das haben die sicher auch schon gesehen, die Leute, die einfach das 20. in einen Laden reinsäckeln, den Laden ausräumen, jeden Fernseher, jedes Handy von der Wand schlänzen und dann laufen die normal raus, weil es sind 20 einzelne Personen und niemand hat einen grösseren Diebstahl von 900 Stutz begangen. Das heisst, die Polizei wird gar nicht aktiv. Die können dort einfach rauslaufen und die werden von der Justiz nicht verfolgt. Selbst wenn der Ladenbesitzer sagt, der Polizei anruft und sagt, hey, der Laden ist mir ausgeräumt worden. Ja, tut mir leid, wir können nichts machen. Das ist... Und da habe ich jetzt einfach das Gefühl, haben wir komplett ein falsches politisches Signal an der Öffentlichkeit rausgesendet. Und wenn wir jetzt mal auch wieder Real Talk, jeder, der in Los Angeles normal geht posten, in Anführungszeichen in die Migros oder so, und dort an der Kasse noch zahlt, ist einfach ein guter Mensch. Ist einfach ein Liebesier. Ist einfach ein Liebesier. Ja. Also, das ist schon also so etwas. Und der ausschlaggebende Ding war, Kriminalität in Los Angeles ist zu hoch. Man tut die Grenze einfach aufsetzen, dass es nicht mehr kriminell ist, dass die Polizei in Anführungszeichen weniger Arbeit hat und jetzt werden die Läden einfach ausgeräumt. Ja. Das an der Tagesordnung. Also so etwas ist ganz, ganz krass. Und
ich denke, eben, das ist natürlich dann ein fieser Grad zwischen Politik, Umsetzung und Realität irgendwie. Aber in Deutschland, ich meine, das ist jetzt auch so Halbwissen und ich will der Polizei dort auch nicht unterstellen. Aber dort hat es auch so Zeug gegeben. Dann wieder bevor der Jahresbericht und so das Zeug rausgekommen ist, also gegen Ende des Polizeijahr, wo es alle Daten dingseln müssen. Und dann stehen sie irgendwie in Görlitzer Park oder so und filzen dort alle, die durchlaufen, weil dort ist ein Drogen-Hotspot, dort dürfen sie alle filzen ohne richtigen Grund. Und dann siehst du dort einfach, von diesen 300 Leuten, haben 30 Leute Gras dabei gehabt. Und von diesen 30 Leuten haben die meisten unter 1 Gramm dabei gehabt. Und das sind die krassen Drogenvergehen, die sie dann noch gesammelt haben. Und dann musst du dann auch sagen, super, ihr habt jetzt die Drogenstatistik wieder weiter aufgetrieben, aber was ihr wirklich eigentlich gemacht habt, ist einfach, ihr habt einfach nochmal mehr Kontrolle, nochmal mehr am Dingseln, um ja einfach die Statistiken aufzutreiben. Um dann wieder in der Politik können sagen, hey, schau mal, das ist ein Problem. Es ist schlimmer geworden. Es ist schlimmer geworden, weil die Zahlen sind höher. Und dann schaust du, aber sie haben einfach 2000 Leute mehr kontrolliert und eigentlich ist alles relativ ähnlich geblieben. Ja, super. Bringt ihnen aber nichts. Und dann eben, willst du so etwas nicht unterstellen, aber es wirkt dann von außen einfach ein bisschen schwierig. So, weil, ja. Es ist ja auch ein offenes Geheimnis im Schweizer Militär. Jeder Mann in der Schweiz kann das relaten, der im Militär war. Munition. Also da bin ich auch an ein paar Tagen vom Wachmeister auf den Waffenplatz geschickt worden. So mit fetten Munition-Koffer. Und dann hat es geheißen, so, da innen sind 3000 Schuss. Die müssen wir bis am Nachmittag um 4 Uhr müssen wir die einfach schnell hinten gelassen haben. Kommen alle paar Minuten aufspitzen. Heute am Abend muss der Kasten leer sein. Um einfach im nächsten Jahr wieder das gleiche Budget für Munition von der Politik zu bekommen, damit man das Gefühl hat, ja, die Munition, die haben wir gebraucht. Das ist für Trainingszweck, für einen guten Zweck ist das eingesetzt worden. Aber ja, genau so Aktionen. Da habe ich mit meinem Zug... Also, ich will jetzt nicht schlecht gegen Politik reden, aber Minimum 10'000 Schuss haben wir für nichts hintergelassen. Ja, aber so Sachen gibt es natürlich in allen Ländern und es ist irgendwo auch menschlich, dass so Zeug passiert, eben gerade weil man dann so ein Budget hat oder etwas. Aber das gibt es ja eigentlich gerade ab dem Moment, wo eben Budgets abgesegnet werden, hast du einfach als umsetzende Gewalt ein Problem, wenn du das Budget nicht ausschöpfst. Weil dann hast du ja eigentlich zu viel gefordert. Ja, du hast etwas falsch gemacht. Du hast zu viel gefordert, was du eigentlich gebraucht hättest. Und das lässt dich natürlich in einem unglaubhaften Licht dastehen. Und ja, also heisst es rausballern die Jahre. So hinterlassen. Ja, oder es verschwindet dann mal wieder 10'000 Schuss. Oh, die haben wir nicht mehr gesehen. Oh, keine Ahnung. So wie Panzer und so, genau, verschwindet. Da habe ich mal eine Story gehört, ich weiß gar nicht, ob die sogar von dir war oder so. Ich weiß nicht, aber irgendjemand... Nein, die war nicht von dir. Die war, glaube ich, mal vor einem Kunden von uns oder so. Wo es Panzer auf dem Gotthard oben sind am Üben und etwas, hat es Panzer verschneit. Dann haben wir die Panzer dort stehen gelassen und was wieder auftaucht, also was wieder kein Schnee mehr hatte, hat man es wieder mitgenommen. Habe ich mal gehört. Aber das kann natürlich auch eine erfundene Geschichte sein, das weisst du nie. Ja. Auf die andere Seite, wieso soll jemand so etwas erfinden? Es ist einfach... Es würde jetzt noch passen. Ja, also bei uns am letzten Tag von der RS hat auch ein Auto gefehlt. Was? Was? Wir sind alle auf dem AV-Platz, also Antrittsverlesen heisst es ja im Fachjargon. Und 300 Schneuz sind alle dort im Stehen und gewartet, bis das hure Büro dort fertig abgerechnet hat. Und dann ist am Schluss irgendwie so ein Schwanz rauszulaufen gekommen. Dort am vordersten Mann so ins Ohr am Flüsterle. Und dann hat es, wir haben das Auto verloren und das fehlt noch und das. Oh mein Gott. Und dann ist man dann das ganze Kasernenareal absuchen. Da sind alle Autos. Da ist eins zu viel. Oh, wir haben es gefunden. Oh mein Gott, Alter. Das Auto kannst du doch nicht verlieren, ja. Mann. Ja, also auch nicht als Militär. Nein, aber
Aber da weiss man wahrscheinlich gar nicht alle Geschichten, die da überall schon nicht passiert sind. Und wenn man dann noch 40 Jahre zurückgeht im Militär, dann sowieso. Dann sowieso. Das ist...